Hi, Nana hier von Nanas Needs and Threads. Wie ihr seht, ich bin auf dem Wolf Festival in Kassel. Yay! Neben mir meine stumme Begleiterin, die Marie. Ja, wir wollten uns mal zumindest optisch melden vom Wolffest. Wir sind gerade erst angekommen und so einen kleinen Rundgang habe ich und haben wir schon hinter uns. Und ja, also der große Wollkauf ist noch nicht passiert. Wir sind noch nicht eskaliert. Was noch nicht ist, kann ja noch kommen. Mal sehen. Zumindest habe ich es planmäßig nicht vor. Und du? Nö, ne? Okay, dann schauen wir mal. Auf jeden Fall ist das Angebot super. Die Stimmung ist super, das Wetter ist toll und ja, ich freue mich. Hallo, wir sind hier bei Elena von Erida Design. Ja, sehr cool, weil du kommst aus Mannheim. Das freut mich. Ja, hallo Helena. Wir haben ja miteinander auch zu tun und ich freue mich, dass du heute Zeit hast und vor allem, dass du auch hier in Kassel bist. Das ist für dich das
Erste Mal, richtig? Das erste Mal in Kassel, ja. Ja, sehr cool. Und erzähl mal, wie war dein erster Tag? Voll. Voll, das war gut. Wir waren sehr gut besucht. Es freut mich sehr. Jetzt ist es ein bisschen leerer geworden. Morgen ist noch ein Tag. Ich bin gespannt, wie es wird. Es ist super spannend und interessant, weil von Wollfest zu Wollfest doch unterschiedlich ist. Zu welche Leute kommen, was möchten sie gern kaufen? Ist es mehr das Garn, mehr die Anleitungen, mehr Sets? Ist ganz unterschiedlich. Ja, ne? Umso spannender ist es. Umso spannender ist es und ich denke auch, es kommt auf den Monat an, auf was man Lust, will man es für den Urlaub mitnehmen und so weiter. Das stimmt. Ja, aber erzähl doch mal den Zuschauern, was unterscheidet dich denn von den anderen Handwerbern? Also sprich, ich weiß es, aber die anderen vielleicht nicht. Ja, alles, was hier zu sehen ist, ist gefärbt mit Naturmaterialien. Das heißt, also ich färbe ausschließlich mit Naturmaterialien. Und das ist alles echt, reibfest und man kann tatsächlich die Farben tragen. Ja, sehr schön, ja. Und dein Garn findet man im Online-Shop. Genau. Hast du auch einen, hast du auch einen echten Shop in Mannheim irgendwo? Nein, ich habe nur Online-Shop und bin eben auch auf Wollfest. Ja. Ja, schön. Was hast du denn hier auf dem Wollfest mitgebracht, was du uns heute zeigen möchtest? Also, was ich immer dabei habe, sind natürlich die Garne, aber was Besonderes ist, wir haben, was ganz neu ist das neue Buch, eben dieses Häkeln neu gedacht. Mhm. Das ist zusammen in Kooperation mit meiner Freundin Julia entstanden. Das ist die Technik, die sie kennengelernt hat vor 10 Jahren. Und das sind Sachen, die gehäkelt sind, die aussehen aber wie gestrickt. Zum Beispiel die Socke. Ne? Mhm. Und sie macht das wirklich schon seit Jahren. Sie kann das super gut. Und ihre Technik ist jetzt in diesem Buch. Sieht wirklich aus wie gestrickt, ja. wie rechts-links. Genau, das ist die Neuigkeit. Dann haben wir diesmal viele Sets. Kann man bei dir im Shop auch erwerben, ja? Im Shop kann man das auch erwerben. Was ganz neu ist diese Bluse, Carla. Ja, die habe ich schon bewundert auf Instagram. Erzähl mal was dazu. Danke. Hier ist die auch ebenfalls, das ist mein Design, ist aber angelehnt an die 80er Jahre. Also das haben mir heute ganz viele Frauen erzählt, die das schon, in 80er Jahren gestrickt haben. Ich habe das ein bisschen verändert, ein bisschen neu gemacht. Die Verköstereien sind hinten, so dass die Passform einfach besser sitzt. Und das kommt sehr gut an. Die Anleitung ist da. Verkaufe ich oder ebenfalls die Sets sind da. Gibt es ebenfalls im Online-Shop zu sehen oder eben hier vor Ort. Aus was besteht das Set? Also welches Garn hast du denn da? Das Set besteht aus, jetzt muss ich mal gucken, ob das überhaupt noch da ist. Auf jeden Fall ist da die Zusammensetzung Baby-Alpaka, Seide und Kaschmir. Und die 4 Stränge reichen bis Größe L auf jeden Fall. Wenn man eine größere Größe stricken möchte, muss man einfach nur Bescheid geben. Dann gibt es noch extra Garn dazu. Und dann kann man das in verschiedenen Farben stricken. Oder man kann das zum Beispiel einfach aus Resten stricken. Und dann sieht es schon ganz anders aus. Stimmt, das ist eigentlich gut, auch als Resteprojekt. Genau. Oder wenn man halt gerade so wie hier auf dem Fest verschiedene Stränge gekauft hat und die dann miteinander verpaart. Perfekt, genau. Toll. Hast du nicht auch gesagt, dass das angelehnt ist an deine Tante irgendwie? Genau. Das ist die Hommage an meine Tante Clara, die mir das Stricken beigebracht hat. Und ich wollte mich somit bedanken. Deswegen heißt die Anleitung Clara. Ich mag die Story hinter so Geschichten, deswegen frage ich dich. Ja, wunderbar. Und du hast aber, apropos Geschichte, habe ich nach wie vor, also ich habe nach wie vor ein Pullover Forest Reflection. Das ist die Anleitung, die zusammen mit einer Freundin entstanden ist. Das war ein Renner letztes Jahr und dieses Jahr immer noch. Das mag ich sehr gerne. Neu ist bei mir tatsächlich diese Anleitung. Das ist nicht meine Anleitung. Das ist eine Anleitung einer ukrainischen Designerin, die ich testen durfte. Und ich bin seit Jahren bei ihrem Test. Und meine Unterstützung an sie ist tatsächlich in Kiew die ganze Zeit geblieben. Und ich habe überlegt, wie kann ich sie unterstützen, das, was ich kann. Und ich habe die Anleitung übersetzt. Die gibt es eben als Sets, oder eben als einzelne Anleitung. Die Anleitung von Set wird bezahlt oder einzelne Anleitung wird bezahlt. Dieses Geld geht direkt an Sie. Bei dir im Shop? Bei mir im Shop. Ja, oder halt eben hier, genau. Heute hier. Oder hier, genau. Ja, sehr gut. Und aus welchem Garn, ich sehe das gar nämlich hier im Regal, ist das verstrickt, der Pullover? Das ist Borsted Alpaka von Sandnes Garn. Aber du kannst jedes Garn dazu nehmen. Ah, okay. Genau. Super Idee. Ja. Aber welche Garne hast du denn so im Sortiment? Also
Also, was ich sehr gerne mag, ist tatsächlich diese Mischung. Das ist 60% Schurwolle, 20 Seide, 20 Jack. Das mag ich sehr gerne. Es fasst sich gerne an. Oder eben diese Variante. Das sind 69% Seide. Und dann gibt es eben 2 Möglichkeiten. Entweder Mohair und 21% Mohair. Oder Alpaka, für die Leute, die kein Mohair mögen oder wollen. Ich habe ja das Tolle mit Mohair. Ja. Ich habe diese Farbe. Ja. Bin ich mir fast sicher. Und noch ein Garn möchte ich zeigen, das hole ich. Ich möchte dieses Garn gerne noch zeigen, weil das hast du mir nämlich zugeschickt und überhaupt mich da aufmerksam darauf gemacht. Das ist nämlich apropos Mohair. Erzähl du, weil ohne Brille. Das ist 65 Kit Mohair, 50% Kit Mohair und 35% Merino-Wolle. Es läuft bei 175 Meter auf 100 Gramm. Und das ist Unterschied, also 50 Gramm auf 100, das ist Quatsch, 175 Meter auf 50 Gramm soll, das heißt nicht 100. Ja, ja. Ne? Und das ist eben Merino-Wolle mit hauptsächlich Mohair in verschiedenen Farben gefärbt. Das haben wir ebenfalls verwendet im Buch, also zum Beispiel diese, das ist auch alles gehäkelt. Das sieht wirklich aus wie gestrickt. Wirklich. Das ist fantastisch. Ja, genau, also sehr empfehlenswert und Und das Garn ist ja auch außergewöhnlich, weil es eben keinen Seidenanteil hat, sondern eben Mohair drin. Und sieht auch, aber wie mit Seide genau, aus, ne? ist aber auch ein Ticken dicker und kann man auch, also dichter als wie jetzt normales Mohair. Ja, das stimmt. Sehr schön. Also toll und das sieht wirklich, also super edel, fantastisch aus. Habt ihr super Kann ich nur weiterempfehlen. Ich bin überhaupt keine Häklerin und deswegen, als ich das Buch gesetzt habe, ja, also ich bin so angefixt. Ich muss es unbedingt ausprobieren, weil ich finde das wirklich interessant. Also spannende Technik, die man einfach neu lernen kann. Das Buch ist für Anfänger geeignet. Sehr empfehlenswert. Und nach dem Sommer kommt der Herbst, also ich finde es ideal. So auch kleine Projekte, wo man auch gut dann üben und lernen kann und nicht gleich den großen Pullover hat, ja? Ja. Super. Ich bedanke mich bei dir. Ich danke dir. Ich wünsche euch morgen tolle Verkäufe, viele Besucher Dankeschön. und vielen, vielen Dank. Und wir verlinken dich unten und deinen Sehr Shop. gerne, vielen Dank. Ich habe ja ein Projekt, was ich jetzt im bin Sommer... gespannt. Ja. Ich freue mich drauf, auf jeden Fall. Ja, sehr schön. Danke dir. Danke.
Hi, wir sind hier bei Der Webetante. Webetante, wie heißt du denn? Bernadette. Hallo Bernadette. Hallo. Ja, wir haben uns ja schon im Live kennengelernt und miteinander interagiert, aber für die Leute, die dich nicht kennen, ja, wir stehen hier mitten in eurem Handwerk. Erzähl mal. Wir sind Händler für Farben und Wolle, mit der Farbe für Wolle und Stoffe. Mit unseren Farben kannst du Garne färben, Stoffe färben. Eigentlich alles, worauf du Lust hast. Ja, hier, ich sehe schon. Richtig. Ihr habt ja eine Farbenvielfalt, die ist ja... Wir haben ungefähr 500 Töne. Ich habe die alle einmal Probe gefärbt, damit die Leute sehen, welcher Farbton am Ende rauskommt, weil digitalisiert ist, sieht es natürlich immer anders aus. Und ich habe mal alle Farbtöne gefärbt. Sehr gut. Und das sind alles Farben nur für Wolle oder auch für Garne, andere Garne? Das ist einmal für tierische und einmal für pflanzliche Fasern. Die 2 Sparten haben wir immer im Sortiment und dann kommt es drauf an. Für pflanzliche Fasern haben wir ein paar weniger. Aber wenn du tierische Fasern färbst, kannst du alle Farben bei uns einfach kaufen. Okay. Kann Otto Normalverbraucher bei dir kaufen oder ist es nur für die Handfärber? Nein, jeder kann kaufen. Wir haben ein Starter-Set, da suchst du dir 4 Farben aus. Dann nehmen wir mal die Säurefarben von der Hama, weil die einfach super easy zu handeln sind. Dann kriegst du einen Strang Wolle. Ich sag immer, bitte nicht bei den Handfärbern, den Profis gucken und das willst du nachfärben, weil das kriegst du am Anfang nicht hin. Jeder hat seine Handschrift, seine Geheimnisse beim Färben. Aber wenn du dir mal aus Gelb und Pink mal einfach in den Strang kippst, in deinen Behälter und siehst, dass das orange wird, einfach ein Gefühl zu kriegen, wie die Farbe agiert, das macht unheimlich Spaß. Und dann speckelst du noch ein bisschen Pink drauf oder machst Grüntöne, ganz verschiedene. Also es ist unglaublich vielseitig und das kann jeder machen. Aber das sind ja Säurefarben. Was muss ich beachten beim Färben? Also sprich, mich selbst schützen und... Genau, einmal musst du deine Küche schützen und deine Gesundheit schützen im Sinne von Maske anziehen beim Anrühren der Farben. Also sobald du das Deckelchen aufmachst, Maske anziehen. Wenn du empfindliche Haut hast, auf jeden Fall Handschuhe anziehen. Und dadurch, dass du die Säurefarbe auch Holz färbt, hast du sonst, deckt deine Küche ab, sonst hast du Speckles auf der Arbeitsfläche und den Topf, den du zum Färben genommen hast, nicht mehr für Essen hast. Oder du willst grüne Spaghetti, das geht auch. Ja, genau. Einmal und dann nicht mehr. Ja, genau. Nee, alles gut. Also dann kann ich praktisch als nicht Gewerbetreibende auch zu Hause mal mein Garn färben. Was mich interessiert hat, ich habe mir heute Farbe bei dir mitgenommen. Wenn ich schon gefärbte Wolle habe, kann ich die nochmal überfärben? Ja, das kannst du machen. Das war heute auch tatsächlich eins der meistgestellten Fragen. Also es kamen sehr viele Leute, die gesagt haben, ich habe einen Top gestrickt oder eine Strickjacke, kann ich die überfärben, weil mir was draufgekleckert ist. Da musst du immer gucken, welche Farbe hast du am Anfang. Also wenn du ein Grün hast, ist immer schwierig. Sonst gibt's Matsch, ne? Genau, sonst gibt's Matsch. Schwarz geht immer. Aber du kannst am Ende kannst du alles färben. Okay, also man kann das färben, solange bis eben es Matsch ist oder schwarz. Die Farben. Also am Ende immer schwarz drauf und dann hast du halt immer schwarz. Kommt auch auf die Größe des Strickstücks an. Wenn du einen sehr großen Cardigan zum Beispiel hast, brauchst du einen sehr großen Behälter. Ich sage auch, es ist schwierig, was schon gestricktes zu färben, weil es fleckig werden könnte. Also es kann sein, dass du 2, 3 Anläufe brauchst. Empfehlen tue ich in den seltensten Fällen. Also ich sage dann wirklich nur, wenn sie sagt, nee, also ich ziehe es generell nicht mehr an, es kann jetzt nicht mehr schlimmer werden, dann probier es aus. Okay, aber wenn ich jetzt noch Garn im Strang habe, dann kann ich das ja trotzdem ganz normal färben. Ja, genau. Ach, sehr gut, weil ich habe so 1, 2 Farben, wo ich denke, nicht meins. Also super, das sieht man ja erst, wenn es zu Hause ist. Ja, und dann färbst du es selber. Aber wie ich dich verstanden habe, ich kann also auch Pflanzengarn färben. Muss ich da irgendwie was anders machen als wie bei Wolle? Das sind 2 verschiedene Durchgänge. Du hast bei tierischen Fasern hast du Hitze und Säure, die du brauchst, und bei Pflanzenfasern brauchst du Waschsoda und Zeit und nicht ins schwimmende Wasser, so wie bei der tierischen Faser. Das machen viele falsch und dann hast du nur so einen Pastellton. Okay. Weil die Pflanzenfaser legt sich die Farbe legt sich um die Pflanzenfaser und das braucht 24 Stunden Zeit. Das heißt, du musst es einlegen, ausbringen
Und dann kannst du die Farbe drauf gießen und dann lässt es einfach liegen und ignorierst es weg. Und dann, wir haben da unten den Batikpulli vom Frank. Ja, Den habe ich so gemacht. den fand ich cool, habe ich schon gesehen bei euch auf Instagram, glaube ich. Genau. Also, gell? Da habe ich einfach nur die Farbe drauf gemacht. Da habe ich sie drauf gegossen und ein bisschen verteilt, so ineinander. Und das lässt du dann einfach liegen. Ein paar Tage und dann Du ist kannst das Ding dann in die Waschmaschine stecken. Das ist wirklich faszinierend. Finde ich sehr cool, habe ich also bewundert. Dachte ich noch, hätte ich auch gern so ein Teil. Haben wir schon einige Anfragen. Das hat so einen coolen Ja. ne, Ja. Vibe. Ja, und letzte Frage. Also online findet man euch ja auf eurem Shop, werde ich dann einblenden. Aber wo finde ich euch denn beim nächsten? Für dieses Jahr sind wir durch. Wir sind nur auf 5 Wollfesten. Wir sind nächstes Jahr wieder in Duisburg auf jeden Fall. In Hamburg haben wir uns angemeldet. Die Zusagen sind alle für nächstes Jahr ja noch nicht raus. Also wir gucken mal. In Leipzig haben wir uns angemeldet. Mal gucken, ob wir das schaffen, reinzukommen. Hier sind wir dann, wenn wir genommen werden, auch wieder. Genau. Sehr gut. Ja. Da freue ich mich. Und vielen Dank, dass du uns das so nahegelegt hast. Die Farben werden wir mal den Zuschauern abfilmen. Ja, klar. Aber Gerne. hoffe ich doch, dass mein Färbeversuche genauso toll aussehen werden. Bestimmt, das schaffst du. Danke dir. Siehst du. Ein muss nicht noch. So. Take 1002. So, auf Marie, sag mal was. Hi Nana, schön dich zu sehen. Nein, wirklich schön, dich wiederzusehen. Ja, sehr schön. Wir haben uns jetzt seit Backnang nicht gesehen. Nicht gesehen. Das ist viel zu lang. Ja, viel zu Wir haben uns ja richtig gefreut auf den Tag heute. Ja, ich bin total hibbelig. Ja, ich auch. Ich freue mich mega und vor allem haben wir ja noch auf gut viel Zeit, haben wir gerade festgestellt. Nicht nur Ausrüstung, also sprich miteinander. Wir haben ja noch ein bisschen Zeit für Wolle Ja, ja. kaufen. Hast du noch was im Blick? Aber wo Wolle kaufen? Hast du schon was gekauft? Das habe ich dich schon gefragt. Ach so, habe ich was im Blick gehabt. Sorry. Ja, ich war bei Bernadette, habe Jackflausch, ich weiß nicht, wie sie es nennt, gekauft. Hast gekauft? Ja. Für ein bestimmtes Projekt? Nö, aber ich hatte einen Strang, einen einsamen, der hat unbedingt ein Schwesterkind gebraucht. Ja, und zum Testen. Auch so ein bisschen. Oder eine Kombination. Ich kenne die Wolle schon. Ich hatte die ja schon verstrickt in meinem Frozen Nature Sweater. Aber ja, ich dachte einfach, farblos sieht es schön aus, weil es so einen Grauton hat. Der ist richtig schön, so Naturton und Grauen. Genau, laut Fashion kommt das ja im Winter schwarz-weiß-grau. Also grau ist ja sowieso immer. Ne? Und deswegen, ich dachte schon vor. Ja, mein Beuteschema ist auch Rottöne. Das kommt auch. Orange. Rost. Du weißt wieder Bescheid, ne? Ja, ja. Die Fashion-Industrie so vorhat.
Aber sie will an dich halten. Ja, muss doch so ein bisschen. Nur ein bisschen weg vom Rosa. Apropos Farbpalette. Gibt's hier irgendwie schon Top Secret. Top Gibt's noch Secret? keine Infos. Nein? Aber es wird was kommen. Wird was kommen, was anderes, ja? Was anderes. Okay. Basic, mehr Basic. Habe ich ja ein bisschen gesagt. Ja, ja, dass mehr hast- Basic kommt. hast du Es kommt gesagt. jetzt auch farbenmäßig noch mehr Basic. Aber irgendwas, was mich Stay auch catcht. tuned. Ja. Habt ihr denn heute schon was gesehen, das euch überrascht hat? Überrascht. Ja, Pinguinians habe ich gesehen. Name ist Programm. Also meine ich wirklich so. Habe nicht gedacht, dass sie so viele verschiedene Pinktöne haben wird und kann. Also habe da noch bis jetzt nie was von ihr gesehen. Außer auf Instagram. Aber man sieht ja nicht das große Ganze. Das war so das. Trujans ist wieder da. Die habe ich 24 gesehen, aber etwas abgespeckt sind sie da. Kleinerer Stand, aber coole Sachen. Ja. Wirklich cool. Ja. Habe ich auch was mitgenommen. Die Sat. Habe ich noch nicht gezeigt. Das habe ich nicht gesehen. Nee. Die Perlen. Mermaid. Das morgen, ne? Mermaid, okay. Ja, die sehen schon klasse. Also muss ich sagen, mich catcht weiß mit diesem Perlmuttfaden. Das finde ich toll. Den habe ich. Siehst du? 2 Leute, ein Kopf. Ja. Ja, das war's jetzt bis jetzt, denke ich mal, oder? Oder gibt's noch irgendwie was du... Nö, ich lasse mich leiten. Ja. Besucherzahl? Die Besucherzahl ist dir aufgefallen. Also ich finde, wir haben heute Samstag, hier ist weniger. Ist weniger. Also letztes Jahr hat die Veranstalterin gesagt, Samstag waren es 3000. Ah, okay, du hast sogar eine Zahl im Kopf. Also ich merke, dass mehr Platz da ist. Also wir haben ja auch hier im Park jetzt einen Platz auf der Bank ergattert. Ich denke, das wäre letztes Jahr uns nicht so einfach passiert. Nee, letztes Jahr war es gefühlt war es dieses Jahr wesentlich voller. Und das Wetter ist toll. Das Wetter ist sonnig, aber aushaltbar. Ja. Auch schöner als letztes Jahr. Prost, ne? Nee, kannst du nicht.
Wir sind wieder Wir sind da. bei Christiane. Hallo, Genau, Christiane. Lisminitz. Ja, Lisminitz. Ja, ich bin froh, dass wir dich hier erwischen und Ja, gerade 5 gleichfalls. Minuten haben. Ja? Ja, war schön und sehr viel los. Ja, und das Wetter macht heute mit, Gott sei Dank. Ja, wir können- braten hier nicht. Nee, es ist gerade sehr schön angenehm. Es ist sehr angenehm. Erzähl uns was hast du Neues mitgebracht? Ich habe was in der Hand. Also, ich habe ein ganz neue Yakiro, weil ich habe gemerkt, viele Leute Alpaka-Flausch und Mohair-Flausch vertragen die nicht, möchten aber so ein bisschen was Geflauschtes. Und jetzt habe ich ein Crushed Garn dabei. Da wird das Garn so ein bisschen aufgraut, dass es einen ganz kurzhaarigen Flausch gibt. Und es ist aus Yak, Seide und Merino extra fein. Warte mal, ich gehe mal kurz an die Kamera. Für alle hier, der Flausch ist ganz kurz. Also wer es nicht so haarig mag, aber trotzdem Flausch möchte, ja, Yakiro. Ist Yakiro, genau. euer Yak, Seide, Merino. Genau. So. Und weil viele Leute nicht gerne selber wickeln und auch die nicht so schön aussieht, wenn sie gefärbt ist im Strang, haben wir gesagt, wir machen den Service, dass wir das schon wickeln für euch. Das sieht so schön aus. Das ist wie so Oh. ein Muffin. Ja, genau. Wir haben Spaß gehabt und dann haben wir da so ganz unelegant einen kleinen Kleber reingemacht, dass jeder den Anfang findet von innen. Aha. Man kann aber auch von außen stricken. Also das ist die Yakiro. Lauflänge ist vielleicht noch interessant, 450 Meter auf 50 Gramm. Oh, dann habt ihr nochmal 50 Meter mehr Genau, auf 50 Gramm, genau. beziehungsweise 100 Meter mehr auf. Genau, also das ist schon schön als Beilaufgarn oder in diesem Petit Provence haben wir das auch als Grundgarn mit dem bunten Kontraststrang. Also von daher, das ist neu. Sehr schön. Dann, Christiane, was haben wir denn hier in der Hand? Genau, hier ist Harisa. Das ist auch ein Lieblingsgarn von mir. Das ist Merino extra fein, Seide und Hanf. Und Hanf hat eigentlich den Ruf, dass er sehr hart ist. Aber das kommt immer darauf an, wie er verarbeitet ist, wie er veredelt ist. Hanf ist ähnliche Haptik wie Leinen, fällt auch sehr schön und hat diese kühlende Wirkung auch. Und auch ist auch gut strapazierfähig. Ne? Ich habe letztes Jahr im Interview gesagt, Genau. es hat so einen Leinenquietsch. Genau, genau. Und wir haben jetzt, die erste Generation von Harisa war mit einer Maulbeerseide. Das hat ein bisschen mehr Schein, aber auch ein bisschen mehr Fluff. Und jetzt, da sind nur noch ein paar wenige Stränge da. Jetzt wurde die Seide, haben wir geändert zu Tussa-Seide. Jetzt ist das Ganze etwas glatter, aber trotzdem noch der gleiche kühlende, weiche Effekt. Mir persönlich, es ist ein bisschen matter, aber mir persönlich lieber, weil es erstens stabiler ist und zweitens die Tussa-Seide finde ich von der Haptik auch sehr schön. Ich habe die Harisa jetzt aktuell im Strick drin. Also ich habe mein Meyer-Shirt an, das wird nächste Woche released. Und habe mein Nummer 4 in der Harisa, wo ich letztes Jahr mitgenommen Ja, habe. genau, das war noch. Und es hat so einen tollen Fall, so eine tolle Haptik. Auch wenn es die alte Version ist, aber ich finde beides fasst sich ähnlich an. Genau, ist toll. es hat beides Es ist seinen nur Platz. etwas matter, Genau. wie du sagst. Mhm. Aber ich habe es mit 4 mm sogar verstrickt und es ist nicht durchsichtig. Es Genau. fließt schön, es fühlt sich super an. Genau. Also ich habe auch einen Top da. Soll ich das Ja, zeigen? natürlich, genau. gerne, hol's. Also Da hast du einen Job, ne? Genau. Da habe ich jetzt das Chiemsee Sommertop draus gestrickt. Und ihr seht schon, wenn ich das so, das hat wirklich auch Fall, Ja, einen schönen Fall. schönen Also ich Fall. muss jetzt gestehen, ich bin Dichtstricker und es hat trotzdem noch einen schönen Fall. Ja. Also das ist einfach meine Art, wie ich stricke. Aber Es ist kein- es ist kein- unvernähter ein- Faden. Aber es ist kein Brett. Es ist schön. Nullbrett, Ja. es fällt schön. Ja. Und auch ein hat tolles trotzdem Maschenbild. Stand, Ja. ne, und hat ein schönes Maschenbild. Ja. Das ist auch noch. Sehr schön. Also Harisa ist auf jeden Fall eine Empfehlung. Ist ein Ganzjahresgarn, aber vor allem finde ich im Sommer ein schöne Sommeralternative. Ja, es ist eine schöne Sommeralternative. Und es ist trotz Merino-Anteil nicht so warm. Ja, ne? ja, ja, man ist nicht so Genau. aufgeheizt da drin. Genau. Sehr schön. Danke dir. Danke dir Ich auch. wünsche euch heute gute Verkäufe. Dankeschön. Und euch auch noch einen schönen Tag. Danke. Tschüss. Tschüss.
Hi, wir sind heute hier bei Quickstrick. Yay, endlich wieder. Juhu. Letztes Jahr hat es nicht geklappt. Aber davor das Aber Jahr, da davor? haben wir uns kennengelernt. Genau. Ja, genau. Und deswegen umso besser. Und gestern hatten wir so einen lustigen Abend zusammen. Ja, genau. Nach der Warm-up-Party. Absolut. Habe ich gedacht, ich schlag mal bei dir auf. freu mich. Ja, Ja. sehr gut. Erzähl mal. Ja, war sensationell bisher. Kassel, wie immer. Mein Lieblingsvollfest in Deutschland, wisst ihr ja. Einfach von der Organisation her, den Leuten her, die Atmosphäre. Also jeder, der noch nie hier war, sollte unbedingt mal herkommen. Ein absolutes Have to go. Ja. Und ja, oder? Ja, absolut. Also Kassel ist einfach das place to be. Ja, richtig. Also für die Stricker finde ich. und Sowohl als Wollfestigen. für uns als Aussteller, als Ja. auch, glaube ich, für die Strickerin, würde ich auch sagen. Wenn du das schon jetzt erwähnt hast, bist du noch bei einem anderen deutschen Wollfest? Nein, dieses Jahr nicht mehr. Ich bin nur ausschließlich in Kassel und ich glaube, das wird auch künftig so bleiben tatsächlich. Okay, das interessiert ja den einen oder anderen. genau. Ansonsten findet man dich. Immer noch quickstrick.com und natürlich auf dem Swiss Yarn Festival jedes Jahr. Das findet immer am 1. April-Wochenende statt und das kann ich euch auch wärmstens empfehlen. Genau. Okay, super. Vielleicht schaffe ich es ja mal da auch hin. Und es geht 3 Tage, da lohnt sich das. Also und ganz, ganz viele tolle Workshops, tolle Designer sind immer da. Also das Who is Who, Jorge Locatelli, da kann man ganz entspannt abends noch ein Gläschen Wein mit dir trinken. Also von daher wirklich sehr entspannte Atmosphäre. Super. Und ich habe gestern schon gehört, warst du bei Quickstrick, hast du den Pullover gesehen. Ich fange mit dem jetzt mal an. Lalala. Das ist der Lilibet-Sweater und zwar von einer Schweizer Designerin, Butzeria, Meret Bützberger. Das ist gleichzeitig übrigens die Organisatorin vom Swiss Yarn. Und ich finde, der ist der absolute Knaller tatsächlich. Also wirklich, den habe ich nicht gesehen. Jetzt eben das erste Mal. Ist sensationell. Der Kragen ist so besonders, man beginnt von oben zu stricken und ja, man quält sich ein bisschen gegen die ganzen verschränkten Maschen, aber es lohnt sich. Also ich trage den so gerne, wirklich eine ganz, ganz tolle Anleitung. Kennen wir Butzeria nicht vom Tuch von letztem Jahr? Ja, richtig. Die hat Also. letztes Jahr das Tuch hier designt für Kassel. Ganz Genau. Ne? Und welches Garn habt ihr da? Tolle Farbe? Dankeschön. Das ist die Exclusive, mein absolutes Lieblingsgarn. 60% Merino, 20 Seide, 20 Jack. Dadurch hat es einen ganz, ganz tollen Fall und ein bisschen Glanz, was es sehr edel macht. Und mit 365 Meter Lauflänge gehört zu den Fingerringgarn. Ja, was ja im Kommen ist. Also ich verfolge ja so ein bisschen auch Fashion und so weiter und habe auch jetzt auf der H&H in Köln gesehen, was so die Trends sind, auch Ja. unter den Fabrikgarnen. Ja. Also Fingering und dünn kommt voll. Absolut. Ich wurde noch nie so oft wie dieses Jahr gefragt, was man für einen Verbrauch hat für ein Lace als Pullover. Also man merkt, die Leute wollen gerne wieder mit dünnen Garn Ja. stricken. Die Zeiten mit dicken Garn sind einfach vorbei. Ganz klar. So, jetzt. Ja, also der Trend geht wirklich dahin, das hast du recht. Also ich höre das auch und sehe das auch und ich selber habe das auch Bock. Ja, richtig. Ja, ist einfach so. Nee, ich nicht. Ja. Oh Gott, 2 halber Nadel, bist du verrückt? Das war aber Mama. Ja, das stimmt. Ich aber bei Mama, das ist mein Das Game ist ein Changer. Backup. Und ja, pass auf, und jetzt möchte ich noch einmal zeigen hier, ich wollte euch noch die Umsetzung vom Kasseltuch zeigen, vom diesjährigen, denn ich habe mich dazu entschieden, So das schön. Ton in Ton zu stricken und nicht zweifarbig und lieber mit der Haptik zu spielen und habe einfach ein Flausch und ein Lace-Garn miteinander kombiniert. Dadurch kommt das Muster, ich finde, trotzdem dezent raus, aber So edel. es wirkt so edel, So edel. tatsächlich, genau. Wirklich. Und die Farbe habe ich neu für Kassel kreiert. Das ist Taupe. Die gibt es in 3 verschiedenen Farbabstufungen. Hell, mittel und dunkel. Und das ist jetzt die mittlere Variante. Und ich muss auch sagen, ja, also haben sehr, sehr viele bei mir auch das Set jetzt gekauft, weil sie wirklich gesagt haben, wow, tolle Umsetzung. Taub ist auch die Farbe to be. Im Herbst habe ich auch schon recherchiert. Also du bist voll im kommenden Trend. Hast du was anderes erwartet? Grün, Taub, Rottöne. Also Ja, genau. Was brauche ich denn dafür? Erzähl mal. Ein Strang Suriflausch und ein Strang Lace. Und dann bekommt man aber nicht nur das Tuch raus, man bekommt auch noch zusätzlich den Poet-Scarf raus von Sari Nordlund. Den habe ich doppelfädig verstrickt und dann hat man immer noch Lace übrig. Also das ist, ja gut, 800 Meter Lauflänge. Ne? Ja, hallo. Das läuft halt auch wirklich wahnsinnig gut. Hast Genau. du gestrickt mit, weißt du, 3,5er Nadel? Also es hat natürlich die Mutti gestrickt Ja, und aber nicht ich, aber ich würde jetzt mal würde schätzen, auch schätzen, ne? ja, ich sag mal 3er Nadel, 3,5er Nadel. Sehr, sehr schön. Ja, genau. Also würde ich dir sofort klauen. Auf gar keinen Fall, das werde ich tragen. Super, vielen Dank. Ja. Schön, dass wir hier sein durften. Ja, ich danke Ja. dir. Es freut mich wie immer. Ja, und ich hoffe doch nächstes Jahr wieder. Ja, selbstverständlich. Es ist so geplant, auf jeden Fall. Ja, und wann gibt es einen Podcast? Wir haben gestern diskutiert. Ich sag ja, ich wurde so oft darauf angesprochen, ihr müsst mir verzeihen, aber wer nicht strickt, kann auch keinen Podcast machen. Also von daher, ich stricke momentan einfach nicht. Ich komme nicht dazu, seitdem ich alleinerziehend bin und die Selbstständigkeit. Ich kriege das nicht unter einen Hut. Seid mir nicht böse. Wenn ich irgendwann wieder stricke, gibt es auch definitiv wieder einen Podcast. Aber es könnte ja auch ein Live geben
Also wir könnten ja mal einen Live-Termin ausmachen. Das können wir machen. Da wäre ich Wenn du sofort Bock dabei. hast, vielleicht hat auch die Mama Lust, dann könnten wir so ein Dreier-Ding machen. Mama? Dreier live. Ja, Mama, komm mal. Mit jetzt Du darfst mal mit dazu. Guck mal. Warte. Was soll ich denn jetzt? So, ich habe sie gefragt nach einem Podcast und habe gesagt, wann gibt's den nächsten? Dann hat sie gesagt, sie kann nicht. Aber ich habe gesagt, für ein Live, das wäre doch mal was. Und dann könnten wir mal einen Termin ausmachen und dann könnten wir das mal zu dritt machen. Schalten, bin ich dabei. Bist du dabei? Also, ihr habt's gehört. Ja, da. In Stein gemeißelt. Ja, definitiv. Machen wir nach dem Sommerurlaub im Herbst. Ja, sehr gerne. Aus. Okay. Hört sich gut an. Ja, Super. dabei. Okay. Gerne. Ich danke euch. Ich danke dir. Ciao. Ciao. Spaß noch.